hat da der Igel eingewendet. «Ich habe noch gar nichts zu Morgen gehabt. Jetzt gehe ich zuerst einmal heim zu mürgeln und in einer Stunde bin ich wieder da.» Und er hat sich umgedreht und ist heimgegangen. Und der Hase war zufrieden. Unterwegs aber hat der Igel gedacht, der Hase, der verlässt sich auf seine langen Beine. Er ist zwar vielleicht ein vornehmer, gediegener Herr, aber ein dummer Kerl und dafür soll er jetzt büssen. Als er daheim angekommen ist, hat er zu seiner Frau gesagt, «Frau, komm Weidli, musst mit mir aufs Feld?» «Ja, was ist denn los?» hat die Frau wissen. «Ich habe mit dem Hase um einen Golddukaten und eine Flasche Schnaps gewettet, dass ich schneller rennen kann als er, und da sollst du natürlich mit dabei sein.» «Ja, bist du nicht mehr ganz bei Trost?» hat die Frau gerufen. «Wie um alles in der Welt willst du gegen den Hase gewinnen?» Aber was hat sie machen? Sie ist mit ihm aufs Feld, ob sie wollte oder nicht. Als sie so miteinander unterwegs sind, hat der Igel zu seiner Frau gesagt, «Jetzt pass auf, dort auf dem langen Acher wollen wir den Wettlauf machen. Der Hase läuft in der einen Furche und ich in der anderen und dort oben fangen wir an. Du musst jetzt nichts weiteres machen, als da unten in der Furche stehen und wenn der Hase ankommt, rufst, ich bin schon da.» So sind sie zum Acher gekommen. Der Igel hat seiner Frau ihren Platz gezeigt und dann ist der Acher drauf. Als er oben angekommen ist der Hase schon da gestanden. «Kann's losgehen?» hat er gefragt. «Jawohl», hat der Igel zur Antwort gegeben. «Ja, dann nichts wie los.» Und jeder hat sich in seine Furche gestellt. Und der Hase hat zählt. 1, 2, 3. Und dann ist er losgerannt wie ein geölter Blitz. Der Igel aber ist nur etwa 3 Schritte gelaufen, dann ist er ruhig sitzen geblieben. Wo der Hase im vollen Garacho am Ende vom Acher angekommen ist, hat die Frau vom Igel entgegengerufen, «Ich bin schon da.» Da hat der Hase aber nicht schlecht gestaunt. Er hat natürlich gemeint, es sei der Herr Igel, der da vor ihm steche, und nicht seine Frau, die eben tupfengleich aussieht wie ihr Mann. «Das kann nicht mit rechten Dingen zu und her gehen», hat er gerufen. «Wir laufen nochmal, und zwar in die andere Richtung.» Und wieder ist er wie ein Bisi-Wetter davongerannt. Die Frau vom Igel aber ist ruhig an ihrem Platz bleiben hückeln, und wo der Hase oben am Acher angekommen ist, hat ihm der Herr Igel entgegengerufen, «Ich bin schon da.» Der Hase war ausser sich vor Ärger und hat gekeucht, «Wir laufen nochmal, nochmal!» «Von mir aus», hat der Igel zurückgegeben, «so viel wie du willst.» Und so ist der Hase 73 Mal gerannt. Und jedes Mal, wenn er oben oder unten am Ziel angekommen ist, haben der Igel oder seine Frau gesagt, «Ich bin schon da.» Aber beim 74. Mal ist der Hase nicht mehr am Ziel angekommen. Zmitzt auf dem Acher ist er umgekehrt und ist tot liegen geblieben. Der Igel aber hat den Golddukaten und den Schnaps, den er gewonnen hat, genommen und ist mit seiner Frau fröhlich heimzugegangen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.